Hallo zusammen. Das ist Teil 2 von einer Interviewserie, die ich gemacht habe mit einem Freund. Wir sind in die Stadt Zürich gegangen und haben die Singles gefragt, wie sie mit dieser Situation umgehen, die wir momentan haben, mit Beschränkungen. Wir waren wirklich überrumpelt von Menschen, die sehr offen waren, wollten reden vor der Kamera. Und darum haben wir einen Zweiteiler gemacht. Teil 1 findest du, indem du unten in der Beschreibung den Link anschaust. Also wir haben das vor ein paar Tagen hochgeladen und jetzt ist das Teil 2. Und von dem her würde ich sagen, legen wir doch gerade los. Let's go! Ich bin da mit der Mara. Michelle. Hoi, ich bin Marketa. Alberto. Gina. und Annika. Marina. kennst du Leute, die momentan während der Corona-Zeit daten, also Kolleginnen und Kollegen? Meistens ist es über Tinder, so Dating-Apps meistens. Auch von aussen, wenn man mal jemanden kennenlernt, der einem sympathisch ist, gibt man vielleicht auch mal die Nummern. Wie lernst du momentan, ich denke, Männer kennen? Ich gehe einfach raus mit meinem schönen Kleid und spaziere. Und dann passieren Begegnungen und so kann ich den Menschen lernen. Gefällt mir. Ja. Was ist so der Unterschied jetzt so, zu Russland? Wie sind so die Männer dort im Vergleich? Da zum Beispiel ist eine Party, ja, oder Kaffee. Und wenn ein Mann mich kennenlernen möchte, er ladet mich ein für einen Drink. Oder versucht irgendwie Angenehmes mir was zu machen. Und in die Schweiz und Deutschland ist andere Umgänge. Ist eher, dass sie fragen, zum Beispiel nach Zigarette. Ah, okay. Und für mich ist das ein bisschen Kindergarten. Ja. So. Oder auf die Party. Hier war auch. Man muss einen passenden Moment finden, ja, ob die Frau gerade ist bereit zu treffen. Ja. Erstmal Augenblick vielleicht, ja, so ein bisschen Gefühl dazu bringen. Nicht einfach so und direkt und Frau vielleicht ist einfach so mit Musik beschäftigt. Bist du Single oder bist du glücklich vergeben? Ich bin in Beziehung schon seit 10 Jahren eigentlich. Hast du Freunde im Umkreis, die gerade Single sind und jetzt in der Corona-Zeit irgendwie auf Partnersuche sind? Ich habe ein paar Freundinnen, also eigentlich 2 Freundinnen. Und die haben eigentlich tatsächlich ihre jetzige Freundin an Tinder kennengelernt. Bist du momentan Single? Im Moment nicht, Aber so im Normalfall, wie lernst du jetzt in der Corona-Zeit? Ist ja so ein bisschen, verändern sich gewisse Sachen. Wie hast du Frauen kennengelernt oder wie lernst du, ja, hast du so Dates wie gehabt? Frauen kennenlernen tun. So, genau so wie heute, so es blendet. Schau mal, wenn wir da anschauen, Ja. kann man auch noch etwas Schönes sagen. Wunderschöne orange Hose. Geil? Und sie sagt Danke. Sehr schön. Geil. Ab und zu, nicht immer. Ja, klar. Ab und zu wird ich ignoriert. Ja. Und ja, ich tue einfach mich offen geben. Und auch sprechen, ist eben, was wichtig ist, verliere ich nichts, wenn ich jemanden etwas anfrage. Ja. Und wie ist es so mit dem Online-Dating? Hast du das auch mal ausprobiert? Den habe ich schon mal ausprobiert, ja, mit dem Tinder. Ja. Wie ist so deine Erfahrung damit? Ist gut geklappt, muss ich sagen. Ist gut geklappt. Okay. Aus Deutschland konnte ich etwas fischen. Und da direkt auf Zürich. Sie kommen, Ja. mich kennenlernen. Ja. Und du weißt. Und irgendwelche Tipps so für das erste Date? Was ist wichtig aus deiner Sicht? Wichtig ist einfach so sein, wie man ist. Ja. Einfach, ja, musst dich nicht so strengen oder gerade überlegen oder 2-mal 3 überlegen. Nein, etwas gefällt dir, gerade direkt gehen. Und das ist eben, was Sinn macht. Ja. Direkt. Ja. Direkt sein, Jungs. Was meinst du? Willst du etwas sagen? Ich kann nicht viel sagen, einfach sind direkt straight up. Frauen kennen, wenn man direkt ist. Bam. Wie lernst du jetzt in dieser Corona-Zeit am ehesten jemanden kennen? Ich hatte Tinder. Es war auch kalt draußen. Dann hat man, wo es ein bisschen wärmer war, sicher sich draußen treffen. Dann. Wie machst du das, wenn du jetzt jemanden interessant findest? Wenn du jetzt da ein Signal willst senden oder so, wie machst du das?
Ich bin nicht jemand, ich weiß nicht, ob ich flirte überhaupt. Gegenseitiges Interesse, es ist einfach wirklich, es ist eine Chemie oder nicht eine Chemie, eine Connection oder nicht eine Connection. Genau. Manchmal ist es einfach wirklich cool und nett und alles, aber der Funke springt nicht über, oder? Aber da ist man trotzdem einen guten... Wobei mit dem Funkelkleid ist es ja schneller mal möglich. Ja, gell. Wie erlebt ihr das? Sind ihr Single, wenn ich fragen darf? Also ich habe einen Freund. Ja, und du? Ich bin Single. Machst du das so bewusst oder ergibt es sich momentan einfach nicht? Es ergibt sich gar nicht. Und das Online-Dating, das ja alle so hoch preisen, hast du das auch schon ausprobiert? Nein, und ich glaube, ich werde es auch nie ausprobieren. Warum denn nicht? Ich glaube nicht, dass ich dort jetzt so einen sonderlich tollen Partner finde, ganz ehrlich. Aber ich wäre auch dazu bereit, jetzt jemanden halt von mir aus anzusprechen, wenn ich jetzt jemanden toll fände. Wow, das ist mal cool. Und bei dir, du bist schon länger in einer Beziehung? Also ich habe meinen Freund in der Corona-Zeit kennengelernt. Oh, jetzt wird es spannend. Wie hast du ihn kennengelernt? Er wohnt im gleichen Dorf wie ich und wir haben uns beim Spazieren mit dem Hund kennengelernt. Also ihr habt beide einen Hund? Wir haben beide einen Hund und mein Hund hat seinen angebellt und dann hat so ein bisschen eins zum anderen geführt und haben wir angefangen zu schreiben und dann nachher hat sich das eigentlich so ergeben. Aber ihr habt jetzt euch noch nie angebellt in dem Fall, ihr habt es gut miteinander? Nein, wir haben es gut miteinander, zum Glück. Ja. So, das war es von Teil 2. Hoffentlich hast du etwas auch da aus dem Ganzen rausholen. Vielleicht hast du dich auch ein bisschen unterhalten oder bist ein bisschen überrascht von etwas. Lass mich das gerne wissen. Hinterlade doch einfach einen Kommentar. Ich tue alle Kommentare durchlesen, wie immer, und sie auch beantworten. Und ich würde sagen, das war es. Ich bin Janosch von Deep Connection, Single Coaching für die Männer in der Schweiz. Und bis bald. Ciao zusammen. Also zum Abschluss des Videos jetzt noch eine kleine Einlage von diesen zwei Bros da. Ooh, yeah, yeah. Can't remember to have seen a girl like you. Ooh. Never seen a girl like you before. Now I look at your booty, you make me say, ooh. Gotta take you on a dance floor and move with you and see the way that you dance. Girl, I'm taking my chance. Let me know if I'm going too fast for you. And if I know that you like that whining and wine. You like that bump and grind with me. So we gotta keep moving, moving. Come on. Todo lo que quiero es muévelo, muévelo, muévelo. So we gotta keep moving, moving, moving. Todo lo que quiero es Moving, keep your body. yeah. Ay, yo sé que tú tienes ganas de que terminemos en mi cama. Que te agarre del pelo, te mira a los ojos mientras me lo más. Mamacita, apaga el celular, por si el bobo de tu Mario llama. Que esta noche voy a secuestrarte y será mi esclava hasta por la mañana. Bailando me dice que yo soy su dueño y que no le importa ni la hora. Porque cuando te doy te la saco del play y no encuentras la bola. Yo sé lo que a ti te gusta que conmigo abusas. Es que estoy puesto pa' ti, tú puesta pa' mí, todo lo que quiero de ti, yeah. Moving, moving, moving. Todo lo que quiero es muévelo, Hey, muévelo, hey, muévelo. hey. So we gotta keep moving, moving, moving. Todo lo que quiero es Baby, gotta keep on moving. So we gotta keep moving, 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 moving. muévelo, muévelo, muévelo. So we gotta keep moving. Gotta keep on moving, baby. Gotta keep on moving. Yo, man. Gotta keep it moving. Gotta keep on moving.